Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Leute. Ich habe mich so vermisst. Oh mein Gott, es fühlt sich an, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate nicht mehr mit euch geredet. Ist ja literally wirklich fast ein Monat. Also wirklich jetzt, ich bin schon in dieser Woche zu spät an dieser Stelle. I'm fucking sorry. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal einen guten Grund. Ich habe wirklich keinen guten Grund. Letzte Woche ist gar kein Podcast-Folge gekommen. Da habe ich wenigstens einen guten Grund, weil... Hebt euch schnell fest, Leute. Oh, ich gehe nachher noch darauf genauer ein, aber ich habe endlich meine schriftliche Bachelorarbeit abgegeben. Oh, kurzer Applaus für mich. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, was das für eine Entlastung ist. Das ist so eine kranke Entlastung und das war, glaube ich, das Highlight von den letzten 2-3 Wochen, dass ich einfach fertig bin mit dem Scheiß. Und vor 2 Wochen habe ich eine Podcast-Folge mit der Nina aufgeladen. Und das fühlt sich halt wie auch noch mal ein bisschen anders an. Also klar habe ich euch so ein bisschen geupdatet. Aber ich update euch halt natürlich noch mal ein bisschen anders, wenn ich irgendwie allein mit euch rede. Darum ist wirklich, es fühlt sich gerade an, als ob ich die letzten 3 Wochen von meinem Leben verpasst habe. Und darum habe ich heute ganz, ganz viel zu erzählen. Und oh mein Gott, ich freue mich gerade so fest drauf. Ich weiss ja gar nicht, wo anfangen. Oh mein Gott. Also, nein, wirklich, zuerst mal vielleicht zu meiner Bachelorarbeit. Ich sage es euch. Oh mein Gott. Ja, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie viel das ihr mitbekommen habt, von so meinem ganzen Struggle und also wirklich, ich habe, also keine Ahnung, ich bin so gewesen, Bro, wie schreibt man eine Bachelorarbeit? So, nur schon ohne ChatGPT. Also gut, wir haben ja gleich so ein bisschen ChatGPT brauchen, aber obviously kannst du nicht ChatGPT deinen Text schreiben lassen, aber so ein bisschen als Hilfe quasi, das geht schon. Du musst einfach alles genau angeben, für was du es genau gebraucht hast. Am Schluss, also es ist wie, oh mein Gott. Ja, und ich habe es nur schon so ein Pain gefunden, weißt du, so, du musst alle Quellen korrekt angeben, du musst auf so viele technische Sachen korrekt schauen. Du musst, also ich habe das erste Mal in meinem Leben ein richtiges Inhaltsverzeichnis gemacht. Ich habe das sonst irgendwie im Gymi, ich weiss nicht, wie ich das Gymi überlebt habe, ohne das zu wissen, wie man das macht. Aber ich habe das immer von Hand gemacht. Ich habe meine Matur, meine schriftliche, habe ich das ganze Inhaltsverzeichnis von Hand gemacht. Und ich habe das auch irgendwie, ich kann mich einfach erinnern, es war übel der Struggle gewesen. Ich habe das irgendwie schon wie so eine Vorlage gemacht und dann halt immer weiter geschrieben und das dann immer wieder angepasst. So stupid, wirklich. Weil, wenn du es halt von Hand machst, du musst ja obviously die Seitenzahlen immer anpassen. Und ohne Witz, Leute, ich sage euch, es ist nicht so schwierig. Also falls ihr das irgendwann mal noch vorhabt, irgendwie eine Bachelorarbeit zu schreiben oder vielleicht auch eine Maturarbeit oder irgendwie, wenn ihr irgendetwas machen wollt, was ein Inhaltsverzeichnis hat, es ist nicht so deep. Ich habe gedacht, das ist übel kompliziert, aber es ist, ich weiss gar nicht, es ist viel komplizierter, wenn du es von Hand machen musst. Ich habe so ein scheiß Tutorial auf YouTube geschaut, das geht irgendwie 2 Minuten oder keine Ahnung wie lang. Und es ist so easy, Alter, ich hätte so viel Zeit gespart in meiner Matur damals. Aber ja, nein, wirklich, ich bin einfach nur froh, habe ich es geschafft und es war schon heavy gewesen. Also wie, die, die es nicht wissen, so, ich habe gerade viel Speichel in meiner Fresse, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin die ganze Zeit am Schlucken. Aber nein, zu meiner Bachelorarbeit, ich habe wie meine praktische Arbeit, das ist ja wie meine Hauptarbeit, die ich abgebe, die fange ich jetzt dann an, hoffentlich mal endlich. Alter. Und also da mache ich wie so ein Video und so. Und bei der schriftlichen Arbeit geht es wiederum, dass sie 20 bis 25'000 Zeichen sind. Ich habe selber nicht gewusst, wie lange das geht, aber das ist etwa, keine Ahnung, 20 Seiten oder so. Ich weiß bis jetzt nicht mehr, wie lange meine Bachelorarbeit, also wie viele Seiten das genau waren. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, es ist ein fetter Peng. Nein, ihr habt es ja nur schon mitbekommen, weil ihr habt ja die ganze Zeit geschrieben, fangt endlich mal an zu schreiben. Oh mein Gott. Darum, an dieser Stelle, fettes Danke an euch. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht mal angefangen. Ich habe mich selber anspeisen. Ich weiss auch gar nicht mehr, was mein Ziel letztes Mal war, das ich mit euch abgemacht habe. Aber ich glaube, es war schon etwas mit der Bachelorarbeit, von dem her, ich glaube, ich habe das schon irgendwie erreicht. Also ich habe sie zumindest abgegeben, aber es war wirklich heavy gewesen. Ich habe die letzten Tage vorher bin ich bis am 5 Uhr am Morgen wach gewesen. Und die letzte Nacht habe ich eine komplette Freinacht gemacht. Also ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben so eine Freinacht gemacht habe. Also dass ich wirklich so, weißt, nicht hey, ich gehe eben am 7 Uhr am Morgen schlafen, sondern ich mache komplett durch. Also wie, ich schlafe einfach gar nicht. Und wir haben sie ja am 12 Uhr am Mittag abgeben und ich habe bis dann nicht gepennt. Am Nachmittag habe ich so 3 Stunden gepennt, aber das zähle ich jetzt mal als Mittagsschlaf. Und dann bin ich ja nachher erst so irgendwie am 11 Uhr am Abend gepennt. Also ich habe wirklich, ich weiss,
nicht, ob ich überhaupt schon mal in meinem Leben eine Freinacht... Doch, zwar mit einer Maturabgabe habe ich auch. Irgendwie ist das so das Ding bei mir. Wenn ich so eine schriftliche Abgabe habe, dann ist einfach ganz klar, dass die Nacht vorher einfach eine Freinacht wird, einfach aus Prinzip. Aber ich muss sagen, im Fall, eben, falls ihr, also ich kann sonst so ganz 1, 2, 3 Tipps sagen, weil ich nehme an, viele, die dazu hören, werden auch irgendwann so eine schriftliche Abgabe haben, egal ob jetzt Matur, BMS, was gibt es da alles noch, oder eben Studium, keine Ahnung. Was ich am meisten gelernt habe, ist, also das habe ich so krass gefunden. Also ich habe das irgendwie erst eine Woche vorher gecheckt und ich wünschte, jemand hätte mir das vorher gesagt, weil es ist so stupid, aber wir leben alle so an einem Konstrukt, wo wir kurz vergessen, dass man aus dem Konstrukt auch irgendwie ausbrechen, damit es für einen selber passt. Und zwar habe ich mega gemerkt, ich habe einen ganz anderen Rhythmus als die Norm, sage ich mal. Also die Norm bedeutet für mich, hey, man steht am 7., am 8. am Morgen auf und arbeitet dann bis um 5 Uhr und geht dann am 10 Uhr schlafen. Und ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass ich nicht so ein Type bin, weil ich bin gerade am Abend... Also Bro, ich nehme immer meine fucking Podcast-Folge am Abend auf, das ist irgendwie obviously eigentlich. Aber ich bin gerade um diese Uhrzeit. Also jetzt zum Beispiel haben wir 20 vor 12 Uhr am Abend. Ich bin dann immer am aktivsten. Ich bin dann am kreativsten. Ich funktioniere dann am besten. Es ist wie, jetzt wäre ich ready, um dann mal meine Bachelorarbeit... Nein, okay, nein, da chill mal. Aber jetzt, keine Ahnung, jetzt bin ich einfach aktiv. Im Vergleich zu am 9 Uhr am Morgen oder so. Und ich habe so lange, also wir haben ja jetzt 3 Wochen, ich sage mal Ferien, in Anführungszeichen gehabt, weil ich habe ja in dem Sinne keine Ferien gehabt, because ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, aber wir hatten quasi wie einfach keine Schule gehabt. Und darum habe ich eigentlich mir die ganze Zeit gesagt, okay, du musst jetzt früh ins Bett gehen, damit du am Morgen früh aufstehen kannst, damit du möglichst den ganzen Tag kannst nachher schreiben. Und ich habe das in die erste Woche, habe ich das halt wirklich genauso gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, also weißt, ich bin dann so um 8 Uhr aufgestanden, aber ich konnte die ersten 2 Stunden einfach nicht brauchen. Also ich war so müde gewesen, und ich habe dann meistens irgendwie einfach so an einem Text so ein bisschen rumgefeilt oder ein bisschen recherchiert. Also ich bin einfach nicht weit gekommen. Und wirklich, die erste, zweite, also beziehungsweise die letzte Woche, habe ich erst gecheckt, Bro, okay, dann pennst du halt bis am 11 Uhr oder vielleicht sogar bis am 12 Uhr und schaffst dann am Nachmittag und am Abend und über die Nacht eben bis am 5 Uhr am Morgen durch. Und ich sage euch, die zweite Woche, ich bin so viel produktiver gewesen. Ich habe so viel mehr erreicht, das ist so insane. Also gerade bei etwas wie Schreiben, wo in dem Sinne so kein kreativ ist oder wo du das Hirn musst auf eine andere Art anstrengen als einfach so Flussarbeit, funktioniere ich einfach viel besser am Abend. Und es ist für mich auch Dinge so, also wie ich glaube, andere Menschen werden so, oh mein Gott, bis um 5 Uhr am Morgen oder irgendwie nur schon um 2 Uhr Nacht ist, ja, dann kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Und das ist mein High Peak, wo ich konzentriert bin. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber das habe ich irgendwie mega für mich herausgefunden. Und irgendwie, einfach weil ich so das Gefühl hatte, das ist falsch, dann hast du dein Leben nicht im Griff. So, ich muss am Morgen um 7 Uhr aufstehen, damit ich mein Leben im Griff habe. Aber es ist einfach so dumm, so funktionieren wir ja nicht. Und es ist halt auch scheiße für Leute, die jetzt auch so sind wie ich, dass wir halt in einem Konstrukt leben, wo die Welt so funktioniert. Voll, aber wie jetzt gerade bei einer Bachelorarbeit, wenn man halt wirklich Zeit hat, jetzt wie ich, also dass ich keine Schule habe, ist es einfach umso wichtiger, dass man das so sieht und nicht das Gefühl hat, man sollte es so machen, was einfach dumm ist. Genau, das ist das, was ich mega für mich mitgenommen habe. Das Zweite, das sage ich euch sonst schon immer wieder, aber so auswärts arbeiten. Also ich merke einfach den ganzen Tag die Heime, ich drehe durch, ich kann nicht. Und ich muss auch so wie rausgehen, also weißt du, mich so vorher ready machen und dann mein Zeug packen und dann wirklich an einen anderen Ort gehen und dort arbeiten. Und ich muss sagen, ich habe es geil gefunden, immer wieder, also wie nicht den ganzen Tag an einem Ort sein, sondern wie so 2 verschiedene Spots haben. Also ich bin ja meistens eben dann so um 11 Uhr aufgewacht, habe mich nachher ready gemacht, bin meistens um 12 Uhr so in der Bibliothek oder in einem Café. Gut, meistens in die Bibliothek direkt gegangen, habe dann dort gearbeitet, bis sie zumacht. Das war meistens so bis um 6 Uhr oder so gewesen. Und nachher bin ich in ein Café gegangen, das bis um 8 Uhr offen hatte. Und nachher bin ich heimgegangen und habe bis um 5 Uhr morgens habe ich daran gearbeitet, also da so auf der Couch und habe mein Feuer angemacht. Aber wie, ich habe das Hure gebraucht, um immer so einen Tapetenwechsel zu haben. Einfach, keine Ahnung, da hast kurz eine Pause, es ist alles neu. Das ist wie so, für dein Hirn ist auch alles neu, du kannst wieder neu an das Ganze angehen. Und irgendwie, ich weiss nicht, das ist ein bisschen spirituell, esoterisch, whatever, aber so ein bisschen, du bist wie an einem neuen Ort, wo wieder eine neue Energy ist,
wo vielleicht wieder neue Energy gibt irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das mega so das Gefühl gehabt, so jetzt bin ich an einem neuen Ort und jetzt let's go. Ich weiß auch nicht, mir hat das hure was gebracht, aber ich will so einen Tapetenwechsel haben. Und darum habe ich nachher auch easy dann wirklich können, am Abend, wenn ich so die 2 Spots hatte, die arbeiten. So, dann fühlt es sich an, als hätte ich etwas erlebt und also, keine Ahnung, sonst, wenn du die ganze Zeit daheim bist, dann bist du irgendwie wahrscheinlich auch depressed, Alter. Also ich würde es nicht aushalten. Ich habe wie müssen so rausgehen, damit ich das Gefühl habe, ich habe etwas erlebt. Auch wenn ich halt nicht wirklich etwas erlebt habe. So. Genau. Das ist so ein bisschen das. Aber ja, Leute, ich bin fertig. Ich habe es geschafft und ich bin einfach nur froh. Eben, jetzt kommt die praktische. Ich will jetzt einfach gar nicht über das nachdenken. Ich habe jetzt noch 1 Woche Ferien gehabt, wo ich wirklich einfach nichts gemacht habe. Also ich habe sie letzten Donnerstag abgegeben und ich merke, ich bin so, ich bin so happy. Ich bin einfach so wirklich so 1 Woche lang einfach an nichts mehr denken. So, ich habe jetzt am Montag wieder Schule und aber sonst ja, habe ich wirklich echt entspannt. Oh mein Gott, ich muss sagen, ich habe noch 2 wichtige Infos, Leute, die ich euch muss sagen. News, Big News, holt euch einen Kalender für. Also, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon in der Podcast-Folge gesagt habe. Ich glaube schon. Aber es ist jetzt so weit, Leute. Am 22. Februar, also diesen Sonntag, ist mein Flomi. Okay, was heisst mein Flomi? Ich mache einfach am Flomi mit und verkaufe meine Kleider. Also ich habe wie einen Stand dort. Und meine Eltern werden dort sein, meine Kollegen werden dort sein, der Can wird dort sein, vielleicht sogar meine Geschwister, ich weiß gar nicht. Aber wenn ihr Lust habt, zum vorbeikommen, ich würde mich so freuen, einfach mal ein paar von euch in Real Life irgendwie zu treffen. Und vielleicht findet ihr ja auch noch irgendetwas von meinen Kleidern oder sonst irgendwie. Ich kann sonst die Infos überall so ein bisschen posten, aber ich sage es jetzt noch mal ganz genau. Also aufpassen, schreibt es so ein. 22. Februar 2026 am Sonntag vom 9 Uhr am Morgen bis am 4 Uhr am Nachmittag. Und zwar in Uster im Stadthofsaal. Das ist eben noch geil, dass es drin ist. Also es ist auch, es ist egal, welches Wetter es ist. Es kann auch voll schneien und drin ist es schön warm. Wir haben sogar eine Umkleidekabine. Ja, wir haben eigentlich fixe Preise, okay, sie können schon variieren, aber sie sind so, keine Ahnung, zwischen 5 bis 20 Franken irgendwie so um den Dreh. Also es ist wirklich, wir machen voll faire Preise. Und was kann man noch sagen? Nehmt Bargeld mit, Leute. Und nehmt eine grosse Tasche mit, falls ihr einen grossen Einkauf bei mir machen wollt, dass ihr das nachher auch heimnehmen könnt. Und sonst, ja, was habe ich? Ich wollte irgendetwas noch sagen. Ich habe es vergessen. Vielleicht kommt es mir in den Sinn. Ich hasse das. Aber ja, ich würde mich mega freuen, ein paar von euch dort zu treffen. Mega cool. Jetzt fällt es mir wieder ein, wenn es so mega wichtig ist, dass ihr so geile Pieces finden, dann kommt lieber früher, weil ich mache das ja jedes Jahr und so laut Erfahrung ist es meistens so, dass halt am Nachmittag halt schon die meisten Sachen schon so ein bisschen weg sind. Und ja, von dem her, der schneller ist der geschwinder. Also ja, eben, ab 9 Uhr am Morgen fängt es an. Und ich würde mich auch freuen. Und ich glaube, es gibt nicht ein anderes Uster. Einfach Uster Zürich. So, es ist in der Nähe von Zürich sozusagen. Aber ja, eben, wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ein paar von euch kommen. Das ist meine erste News. Und die zweite, Leute, oh mein Gott, wir sind nominiert. Wir sind nominiert beim Swiss Podcast Award. Und zwar im, wie sagt man denn, Publikumspreis. Also das Publikum kann bestimmen, wer gewinnt. Darum, Leute, ihr, wir haben es in der Hand, ihr habt es in der Hand, ob wir das Ding gewinnen. Es hat zwar recht viele Podcasts, aber wir geben nicht auf. Ja, es wäre übel geil. Also, ihr könnt einfach abstimmen, wenn ihr auf Google geht oder auf Safari und dann gebt ihr dort Swiss Podcast ein. Was scheiße ist, es ist nicht Swiss mit Swiss, sondern Suisse. Also Französisch, nicht Englisch. Suisse Podcast Award. Und nachher kann man dort abstimmen klicken. Vielleicht können wir es ja jetzt gerade gemeinsam mit mir machen. Und dann muss man oben dran zuerst 2 random Podcasts einfach anklicken. Dann kommt noch nicht mein. Und unten dran muss man die 9 Pause anklicken. Und dann tut man für mich abstimmen. Und ich würde mich voll freuen, Alter. Ja, Alter, wie geil. Ich habe noch nie einen Award für den Podcast gewonnen. Und Alter, wir sind mittlerweile so eine fette Community, das ist insane. Darum, im Fall ohne Witz, ich glaube daran, wir könnten das schaffen. Es muss auch jeder Schwanz von euch aus, muss abstimmen, Mann. Dann würden wir das schaffen. Das ist übel geil, ich würde mich mega freuen. Ja, das sind meine 2 News. Genau.
Und so ist es noch. Eben, ich habe jetzt diese Woche im Fall habe ich etwas so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich muss sagen, ich bin die letzten 3 Wochen allgemein so ein bisschen in meiner Ära, wo ich gerade so, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen eine neue Nati. Ich gehe mega fest gerade out of my comfort zone. Einfach wirklich allgemein. Und ich bin ja gerade so mega so, ich weiß auch nicht, ich bin gerade gern alleine zum Beispiel. Das wisst ihr ja, dass ich das eigentlich gar nicht gern bin. Also wirklich gar nicht gern. Ich war ja schon hure aufgeschmissen gewesen, wenn der Can irgendwie so einen Abend oder so weg ist. Er ist zum Beispiel jetzt auch gerade weg. Er ist jetzt mit Kollegen am Ping-Pong spielen. Und ich merke so richtig, wie ich das anfange zu enjoyen. Also, wenn der Can weg ist. Nein, aber so richtig alleine sein. Und das ist für mich ein mega Fortschritt, weil ich glaube, ich habe ja so ein bisschen mitgenommen, dass es für mich ein Struggle ist immer. Und er ist zum Beispiel vor 2 Wochen jetzt, ist er für 4 Tage oder so mit einem Kollegen in München gewesen. Und ich weiss, ich bin wirklich am ersten Abend, ich habe mich so allein gefühlt. Ich bin wirklich in meinem Bett am Heulen gewesen. Also das ist richtig dramatic, aber ich bin einfach halt, keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht gerne gehabt, so allein sein. Und wirklich ab dem nächsten Tag habe ich es plötzlich angefangen zu enjoyen und nachher immer mehr. Aber schlussendlich habe ich gar nicht wollen, dass er heimkommt. Ich habe es so enjoyed, alleine kochen, weil das hat ja so viele Vorteile. Wenn du zusammen wohnst, dann tust du ja eigentlich in dem Sinn die ganze Zeit Kompromisse gehen. Auch wenn es jetzt nicht mega schlimme Kompromisse sind in dem Sinn, wie zum Beispiel zusammen kochen. Du kochst, also wie er oder ich, oder gut, meistens hat ja er immer gekocht. Mittlerweile koche ich im Fall wirklich sehr, sehr oft. Vielleicht sogar fast mehr als er, seit er in München war. Dass man ja immer schaut, dass es beide nice findet. Und wenn halt er weg ist, kann ich in dem Sinne einfach das kochen, was ich will. Und es gibt ja vielleicht auch Sachen, die ich geil finde, die er vielleicht nicht so geil findet. Wie jetzt gar nicht. Er findet Aubergine nicht nice, er findet Tomaten nicht nice, er findet Pokeball nicht nice. Es gibt so viele Sachen. Und ich schwöre so, ich habe das so enjoyed. Ich habe jeden Abend irgendein richtig geiles Meal gekocht. Und es hat richtig angefangen Spass zu machen, kochen. Alter, ich weiss nicht, was die letzten... Ich bin im Fall neuer Mensch seit den letzten 3 Wochen. Ich bin so... Ich habe so viele neue Sachen ausprobiert und eben bei also es kommt jetzt noch das mit Out of my Comfort Zone. Aber ja, wie das habe ich mega gemacht und einfach auch sonst, ich bin halt alleine in die Bibliothek gegangen. Aber das habe ich vorher zum Beispiel auch mega schwierig gefunden. Ich habe immer so das Gefühl, ich kann nur mit einer Kollegin gehen und ich bin wie so ein bisschen gezwungenermaßen halt gezwungen worden, zum auch alleine in die Bibliothek gehen oder in einen Kaffee gehen. Weil halt nicht jeden Tag eine Kollegin Zeit hat. Und ich weiss nicht, ich habe das irgendwie auch immer so schwierig gefunden. So, oh mein Gott, einfach alleine in einen Kaffee gehen. Und dann bestellst du dort alleine etwas und dann hockst du einfach alleine. Also ich weiss nicht, ich bin irgendwie so... Für mich war das ein ultra big Step gewesen. Und mittlerweile, ich kann so easy allein unterwegs sein. Und ich bin so stolz auf mich, ich weiss auch nicht. Das ist so ein bisschen das. Und das andere ist, dass ich jetzt zum Beispiel diese Woche wirklich, also ich habe ja vom Studium aus, haben wir wie so ein Sportabo, sage ich mal. Also dass wir ganz viele verschiedene Sportaktivitäten können gratis machen, also wie so Sportlektionen. Das heisst in Zürich ASVZ. Frage mich nicht, was die Abkürzung ist, I don't know. Aber vielleicht für die studieren, kennen es auch. Leute, Alter, nutzt das, wenn ihr das habt. Ich schwöre so, das ist so geil. Und ich bin jetzt eben gerade diese Woche wirklich am mega ausnutzen gewesen. Und ich habe, also wie sonst gehe ich ja immer ins Bodyforming jede Woche. Und jetzt habe ich diese Woche mal neue Sachen ausprobieren und ich gehe eigentlich eben auch meistens mit der Nina oder so und jetzt hat sie diese Woche auch mega, also sie hat halt Schule jetzt diese Woche, kann ich zum Glück nicht und darum bin ich irgendwie auch so ein bisschen gezwungen gewesen, so, okay, komm, jetzt geh einfach mal alleine. Und also am ersten Tag hat Nina mich noch gefragt, dann sind wir noch zusammengegangen, dann sind wir einfach ins Zumba zusammengegangen, das ist Tanzart. Alter, einfach ins Zumba, weißt du, ich habe noch nie Zumba getanzt. Es hat so Spass gemacht, das war so geil gewesen. Am zweiten Tag bin ich ins Bodyforming allein gegangen, das kann ich auch schon mittlerweile, weil Nina ist ja auch in Hongkong gewesen, dort bin ich auch jedes Mal ins Bodyforming, da bin ich auch sehr stolz auf mich. Und jetzt ist es gestern gewesen, bin ich alleine in einer Jazz-Dance-Class. Oh mein Gott. Ich glaube, ich check nicht, weil ich glaube, für viele ist es vielleicht auch so, ja, nicht so schlimm, aber für mich ist das wirklich so ein Big Step. Also erstens, alleine irgendwo hingehen, manchmal traue mir gar nicht, um so etwas dann zu finden. Ich habe so Angst, dass ich dann das nicht finde. Und ich kenne mich halt meistens, ich bin zum Beispiel nur schon alleine Bus fahren. So, ich bin eigentlich so verloren, dass ich die hure Busstation nicht finde, dann verpasse ich den Bus am Schluss. So Sachen passieren mir hure oft. Und jetzt gerade auch eben bei so, ich hatte die Jazz-Dance-Class, also es war so kompliziert, den Raum zu finden. Nein, vor allem, ich bin ja extra, also ich bin wirklich
überall schauen. Ich war extra eine halbe Stunde früher da gewesen. Nachher gehe ich extra an die Infotheke und frage, wo der Scheißraum ist. Weil ich habe wirklich, weißt, ich bin nicht einfach gefragt, weil ich zu faul war, um jetzt zu schauen, sondern ich habe wirklich, ich bin 3-mal hin und her gelaufen, die Leute haben mich schon blöd angeschaut. Und dann, also weißt du, habe ich halt alle meine Eier in die Hand genommen und bin gefragt. Ich finde nur schon Fragen ultra schlimm. Und nachher sagt sie einfach so, ja, einfach unten und dann rechts. Und ich bin so, ja, ich habe es halt nicht gefunden, so, wo genau, wie unten rechts. Ja, bravo, danke, da bin ich auch schon durchgelaufen. Und nachher habe ich halt, also so habe ich es nicht gesagt, ich bin einfach so, also wo genau dann irgendwie so, ich bin eben nicht gefunden. Nachher sagt sie einfach so, unten rechts, da findest du es im Fall schon. Irgendwie so. Und ich so, Pitch, Alter! Nein, ich hasse so Menschen wirklich, wenn es einfach so, Bro, du schaffst legit beim Infodesk, dein einziger Job ist es, also vielleicht nicht nur das, aber wie so, zum Auskundschaft geben, vielleicht eben gerade wenn ich, nein, sowieso, weißt du, es ist eh schon, wenn ich schon so mich unwohl fühle und so, dann schnauzt mich nicht an, dann bin ich eh gegangen. Aber ich habe es nicht so schlimm gefunden. Und ich habe dann nachher die Dance Class gefunden und es war so nice gewesen. Es war so cool gewesen. Also Dance Class, Jazz Dance an sich war nice gewesen. Und auch so, eben, ich bin so hart out of my comfort zone gegangen, dass ich einfach alleine eine Dance Class genommen habe, vor anderen Menschen getanzt habe. Ich habe mich auch so voll wohl gefühlt, dass ich also irgendwie so, mich so geschämt, sozusagen so tanzen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, darum, ich bin sehr stolz auf mich. Und falls ihr irgendwie auch mal im Kopf habt, um so eben vielleicht irgendeine Sportart anfangen und ich getraue euch nicht, das alleine zu machen. Weil ich muss sagen, ich bin schon so eigentlich ein Mensch, so, ich hätte so Bock, zum Beispiel wieder mit Tanzen anfangen, mit Volleyball anfangen, aber ich habe das Gefühl, ich kann das nur mit einer Kollegin. Aber das ist so dumm, ich kann einfach alleine dort hingehen und vielleicht finde ich auch Kollegen dort und vielleicht auch nicht, das ist scheißegal. Und ich weiß auch nicht, also wie mir hat das so voll der Ding gegeben von, Alter, ich bin einfach independent, ich kann einfach allein durch die Welt gehen und das machen, was ich Bock habe. Also so ohne mit anderen, sondern einfach allein, so, gar nicht. Also, darum, falls ihr auch etwas machen im Leben, macht es einfach wirklich. Und was auch ein gutes Beispiel ist, ich habe ja jetzt die letzte Podcast-Folge mit der Nina gemacht und wir haben am Schluss noch erzählt, dass wir den Film «Ewige Liebe» schauen. Und ich sage euch, Leute, oh mein Gott, das ist ja ein Schweizer Film und es ist eigentlich ein Musical. Ursprünglich, also ich habe das nie gesehen, das Musical, und jetzt haben sie einen Film gedreht und dort ist die Luca Hänni unter anderem dabei, Susanne Kunz, die kennt man vielleicht so, die Älteren kennen sie noch von 1 gegen 100 früher. Genau, auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter, der Baschi macht auch mit. Ich sag euch, ohne Witz, ich habe das so einen geilen Film gefunden. Ich bin legit nachher, wo ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, am Abend, ich habe 3 Stunden gepennt, nachher sind meine Eltern gekommen, dann sind wir am Abend, habe ich gesagt, ich will den Film mit euch nochmal schauen. Dann sind wir das 4. mit dem Can und meine Eltern sind wir nochmal schauen. Also wirklich, ich habe ihn so nice gefunden. Also wirklich, Leute, gönnt. Ihr seid wahrscheinlich schon lange nicht mehr in einem Kino gewesen, gönnt wieder mal in ein Kino, supportet Schweizer Film und vor allem, ich sage euch, der Film, ich weiss auch nicht, ich weiss auch nicht wieso, ich will gerade nochmal schauen. Ich habe selten, dass ich einen Film, nachdem ich ihn geschaut habe, nochmal schauen. Also ich finde ihn wirklich geil, weil es hat so ganz viele Schweizer, also ich mache voll die Werbung, aber es ist wirklich eine Herzensempfehlung, oh mein Gott, ich will ihn wirklich nochmal schauen. Es hat so viel Schweizer Musik, Schweizer Insider und ich glaube, das macht es auch so geil. Und eben, es ist auch wie nicht ein cringes, also es ist nicht ein cringes Musical oder so too much Musik, sondern es ist so perfekt. Was ist noch? Es geht um Zeitreise, das finde ich halt immer ultra geil und es ist eine Liebeskomödie, das ist auch voll mies. Also es ist auch wie so ein bisschen kitschig, aber schon fast funny kitschig. Ich finde es ultra geil, ultra geil. Ja, an der Stelle, Leute, wenn ihr könnt abstimmen könnt, bitte stimmt bei der SRG-Initiative «Nein!», dann können weiterhin so geile Projekte umgesetzt werden. Sie haben es auch gerade bei der Premiere, dort haben sie es auch gesagt und ich bin so, ja, Alter, wirklich. Also wie, ja, ich möchte jetzt gar nicht mega politisch darauf eingehen, aber falls eure Eltern verwünschen oder ihr selber, wenn ihr am Abstimmen sind und sie wissen nicht genau, sagt nee, dann ja, können weiterhin so geile Projekte entstehen. Ich glaube, sonst wird jetzt gerade beim SRF, es würden so viele Sender müssten abbrechen, würden nicht mehr existieren. Vielleicht können wir mal die WM sonst schauen über das SRF halten. Also wirklich darum, so wichtig, so wichtig.
Aber ja, anderes Thema. Nein, nochmal zurück zu der Premiere. Dort ist zum Beispiel auch, ich bin ja mit der Nina gegangen. Und eben, ich würde nicht sagen, ich bin ein Introvert. Ich würde schon sagen, ich bin ein Extrovert, aber was so auf Menschen zugehen oder eben alleine irgendwo sein, das kann ich gar nicht. Wirklich gar nicht. Auch wenn ich mit dem Can unterwegs bin, dann ist der Can der also wenn ich so, keine Ahnung, an der Kasse bin, dann redet er mit der an der Kasse. Oder so, ich traue mich auch nie irgendwie mal jemand etwas so zu fragen, zum Beispiel eine Latte oder so. Da muss immer der Can. Oder zum Beispiel mit der Nina sind wir auch schon zum Rektor und dann hat sie müssen reden und ich habe geklopft. Also so ich bin so wirklich, das kann ich gar nicht. Und jetzt an diesem Abend, ich weiss nicht, wieso? Nina hat mich übel so gepusht, auch zu meinem Glück, das habe ich mega geil gefunden, dass ich einfach auf Menschen zugegangen bin, die ich nicht kenne und mit denen geredet habe. Zum Beispiel der Luca Heini hat ja mitgemacht und mega herzig, er hat mir von weitem vorher, Alter, das ist auch so eine random Story, Alter. Es hat wie so eine Pappfigur gegeben von ihm. Die hat an der Premiere und ich und Nina haben es halt verdammt funny gefunden. Dann haben wir mit dieser Pappfigur haben wir auch so random Bilder gemacht. Auf einmal hören wir von hinten so ein «Hey!» So voll ernst und wir sind beide verdammt verschrocken. Da sehen wir auch so hinten drauf, wie der Luca dort steht. Aber er hat auch so funny zusammengeschissen, so obviously. Und nachher sagt er plötzlich so, also drehen wir uns um und ich schaue ihn an und er sagt plötzlich so «Ahoi!» Und ich habe so nicht gecheckt, weil ich halt legit nicht gedacht hätte, dass er mich kennt. Also habe ich einfach nichts gesagt und Nina nachher so, hey, ich glaube, er hat dir auch gesagt, das war mega awkward gewesen. Und ich habe mir so gedacht, oh Gott. Und dann ist halt wie der Film vorbei gewesen, alles gut und so und dann hat es nachher natürlich Aftershow-Party gegeben und ich bin mir eigentlich so, okay, eigentlich müsste ich jetzt einfach zu ihm gehen und ihm Hoi sagen, weil er hat mir ja Hoi gesagt, also nein, ich habe mir gedacht, ich muss jetzt einfach. Und ich habe mich mega lange nicht getraut. Und dann plötzlich bin ich so, okay, jetzt nimmst du Eier in die Hand, jetzt gehst du einfach zu ihm. Und dann bin ich zu ihm gegangen und er war so herzig. Ich habe so, hey, so, jetzt offiziell und so. Und er geht so, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich habe davon Hoi gesagt, aber wir kennen uns ja gar nicht. Du bist halt die ganze Zeit auf meiner For You-Page und dann habe ich das Gefühl gehabt, wir kennen uns ja gar nicht. Alter, ultra herzig. Und ich so, nein, ich hätte halt einfach nur gedacht, dass du mich kennst und dass du mir jetzt Hoi sagst. Und nachher habe ich ihm dann gesagt, dass er mega gut geschauspielert hat und so. Und er ist mega herzig, sie hat sich mega gefreut. Ja, von dem her, das war schon mal eins gewesen. Dann irgendwann später bin ich einfach zum Filmregisseur gegangen und habe ausgesagt, ich hätte einen mega guten Film gefunden. Ich glaube, ich bin halt einfach so in Love mit dem Film gewesen, darum ist es mir auch so einfach gefallen, dann einfach zu diesen Leuten gehen mit diesen Schnurren. Ja, und irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich glaube, der Film, der hat mich einfach so hart inspiriert. Alte Leute, ich hätte so Bock zu melden, dass so einen Film mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt eine Hauptrolle zutraue, aber ich bin nachher echt so gewesen, so, oh, ich will auch. Und ich hätte auch Bock, irgendwie so, zum Beispiel so Singstunden nehmen oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie. Ich hätte irgendwie hure Bock, weil ich habe ja ursprünglich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich bin ja an der ZHDK und ich studiere ja Cast und für das musste ich mich bewerben. Und ein Jahr vorher habe ich mich für Schauspiel beworben. Lol. Ich bin nicht angenommen worden. Aber ja, ich weiß nicht, ich merke schon, also ich bin ja auch früher als Kind 4 Jahre lang ins Theater gegangen. Ich finde das schon geil. Also falls irgendjemand zulässt und irgendwelche Connections hat und eine coole Schauspielerin braucht, hebt mich ab, ich bin down. Für irgendwelche so geile Schweizer Filmprojekte. Ja, genau. Darum, ich muss sagen, das habe ich verdammt nice gefunden. Eben dort bin ich auch so out of my comfort zone gegangen und habe einfach fremde Menschen angesprochen. What the fuck? Und irgendwie seitdem, ich traue mich einfach viel mehr. Ich bin so richtig ein offener Mensch geworden. Es fällt mir gerade so viel einfacher, jetzt einfach auf Menschen zugehen. Vor allem, es ist ja so dumm, weil ich habe irgendwie so in meinem Kopf so das Gefühl habe, oh mein Gott, wirkt das jetzt irgendwie komisch, wenn ich zu so einem Filmregisseur gehe. Also das weißt du, als würde ich so Schleim oder etwas von ihm will. So, nein, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, er hat einen geilen Film gemacht. So, das ist nichts anderes. So, keine Ahnung, so, und es ist ja auch wirklich so, ich habe ihn wirklich so geil gefunden und es war für mich so schön gewesen, um ihm das einfach zu sagen. So, der hat ja dann auch mega Freude gehabt, er hat gesagt, er schätzt es mega, wenn Leute zu einem kommen und so. Und es war einfach so ein herziges Gespräch gewesen, ich kann nicht mehr. Und es hat mir so viel irgendwie gegeben, so, weil ich glaube, wir alle kennen es doch, dass man mega oft irgendwie so, weißt du, so Gedanken im Kopf hat. Zum Beispiel bin ich auch schon im Bus amix und dann habe ich ein herziges Girl gesehen, das so hure hübsch ist. Oder einen geilen Style hat oder so. Aber ich würde halt nie auf die Idee kommen, zu mir einfach so sagen, hey, das ist ein mega geiler Style. Aber eigentlich würden wir das einfach machen. Wie schön wäre die Welt, wenn wir einfach offen so sagen, was wir nice finden, irgendwie an anderen Menschen oder irgendwie keine Ahnung was. Ich weiß auch nicht, jetzt gerade auch so bei Freunden, irgendwie das Gefühl, es hat sich so hure entwickelt. Oder gerade, also ich glaube, die jüngere Generation,
die traut sich jetzt schon eher zum so kommentieren. Also ich merke zum Beispiel in meiner Comment-Section hat es meistens jüngere Leute drin. Aber so die Leute, die so in meinem Alter sind, so, wir kommentieren nichts. Wir kommentieren nicht mal bei uns, also gut, bei unseren Closer Friends, dort macht man es auch aus Prinzip, dass man immer schreibt, oh, cute und so. Also wie, nicht, dass es fake ist, aber wie so sonst bin ich zum Beispiel auch ein Mensch, der so nie kommentiert oder praktisch nie. So, und das ist eigentlich voll schade. Ich weiß auch nicht, das ist doch einfach Liebe geben. Einfach irgendwie so, keine Ahnung. Darum ich nehme mir das mega vor, um das öfters zu machen. Im realen Leben, auf Social Media auch sonst. Einfach, wenn man etwas Positives denkt, das auch sagen. Finde ich echt nice. Aber ja, Leute, ich kann sonst mal... nein, doch, ich kann noch weiter schnell erzählen. Ich bin jetzt letzte Woche bin ich random mit der Nina das zweite im Club. Wir haben so gesagt, okay, wir feiern jetzt, dass ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Sie hat es ja nicht mehr abgegeben, sie macht es erst nächstes Jahr. Und dann sind wir einfach, eigentlich haben wir das vierte mit unseren 4 Girls gehen und die anderen 2 haben aber keine Zeit gehabt. Dann sind wir so gesagt, ja gut, dann gehen wir halt auch das zweite. Dann gehen wir halt einfach das zweite. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal oder jemals, bin ich jemals so das zweite in einem Club gewesen. Ich habe mir das immer irgendwie so lame vorgestellt, weil ich so das Gefühl habe, du musst doch eine Gruppe sein. Und vor allem so 2 Girls und so, keine Ahnung. Und wir sind dann in einem Club gewesen. Alter, erstens mal mega korrekter Club. Soll ich da jetzt einfach droppen? Das Exil. Und also es ist einfach ultra geil, weil jetzt sind alle so respectful. Also die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. So, du wirst so nie irgendwie so weird angemacht von einem Dude. Also weißt du, es gibt halt schon so Clubs, wo, keine Ahnung. Also wirklich, meine allererste Club-Erfahrung ist irgendwie so, okay, es hat Dirty Halloween geheißen, was habe ich erwartet. Aber wirklich, no joke, alle 10 Sekunden ist einfach irgendein Dude von hinten gekommen, mich da antanzen gekommen. Digga, ich habe mich gefühlt wie im falschen Film. Und das habe ich ganz schlimm gefunden. So, einfach wie so, Bro, lass mich tanzen. Ich bin nicht im Club, weil ich irgendwie kann ich mit Typen tanzen, sondern ich will einfach, Bro, das ist meine Therapie. Ich will einfach laut rausschreien und einen Song mitsingen und tanzen. So, ja, und ich habe es so geil gefunden. Wirklich, Nina ist halt auch so jemand, ich kenne sie ja, wir sind so beide so voll die Energy-Menschen und gerade wenn wir so mitsingen können, wir sind halt die im Club, die so komplett abgehen. Das ist uns scheißegal, was andere Menschen denken. Und das war übel geil gewesen, dass wir einfach so abgegangen sind und so no fuck given. Und eben, dass dann halt wie... Es hat einfach nur herzige Menschen da drin gehabt. Also wirklich so... ja, und zum nochmal zurückkommen, irgendwie haben wir uns das auch so voll vorgenommen, dass wir einfach offen sind. Also es klingt jetzt ultra dumm, wir haben legit wirklich uns gesagt, das Ziel ist, dass wir am Schluss den ganzen Club kennen. Okay, ist jetzt ein mega unrealistisches Ziel. Aber wir haben, also wie so, weißt du, dass wir jetzt nicht das zweite hingehen, sondern dass wir einfach offen sind und mit fremden Menschen reden. Und also ich muss sagen, zum Beispiel Nina hat gar nicht getrunken. Ich glaube, ich habe 2 Gläser so gehabt. Also ich habe auch nichts wirklich so gespürt. So, es ist wirklich so nicht das, oh mein Gott, man ist mega drunk und dann reden wir einfach mit Menschen, sondern wir haben wirklich so, weißt du, abends gehst du wieder raus, weil es mega heiß ist. Und dann haben wir dort einfach mit Menschen angefangen zu quatschen. Wir sind einfach so Leute angehockt und haben so geile Gespräche gehabt. Oder wir sind drin gewesen und dann, keine Ahnung, bist du so das zweite am Tanzen und dann fühlst du den Song gerade und rechts hat es vielleicht dann auch noch so 2 Leute und dann fühlst du plötzlich so das vierte. Also es war so ein geiler Vibe gewesen. Und das ist für mich so, eben auch das, so eine kranke Experience gewesen, von einfach Menschen so kennenlernen. Ich glaube, das ist auch so irgendwie ein Ding von unserer Generation, dass es uns mega schwer fällt, um so Freundschaften zu finden. Weil man so das Gefühl hat, entweder machst du es halt in der Schule oder in der Uni, nicht mal wirklich in der Uni, das ist auch sehr schwer, oder sonst halt irgendwie in einem Sport oder so. Oder vielleicht über Social Media. Aber wie findest du Freunde? Und eigentlich, also es ist jetzt gerade einfacher gesagt, natürlich als gemacht, aber einfach im echten Leben Menschen ansprechen. Also ich würde jetzt schon nicht ansprechen, hey, willst du mal Kaffee trinken? Aber einfach so, eben gerade so in einem Club, dann fühlst du zuerst so einfach mal plötzlich den Song das zweite und dann triffst du dich vielleicht draussen irgendwann und dann redest du mal kurz und dann stellst du dich so vor, so mega entspannt. Und zum Beispiel haben wir jetzt so 2 so ein bisschen jüngere Typen kennengelernt, die auch so einen mega entspannten Vibe hatten. Und dann sind wir so draussen am Chillen gewesen und lustigerweise der eine schafft einfach im Exil. Und jetzt haben sie einfach so, hey, so uns wieder eingeladen, so dass wir, also wie, jetzt gehen wir in 2 Wochen gehen wir einfach nochmal ins Exil und das Lustige ist, die haben ja nicht mal nach unserer Nummer oder Insta so irgendetwas gefragt, also so gar nicht auf dem Weirdo-Vibe. Gut, das nicht, wie, keine Ahnung, die sind 5, 6 Jahre jünger als mir, das ist jetzt, also nicht, dass er noch denkt, aber wie, es ist so, irgendwie so wie so früher, weil heutzutage machst du doch mega schnell, dass Dinge so auf Insta connected oder so und ich habe legit ja keinen Kontakt von denen. So, wir wissen einfach, wir treffen uns in 2 Wochen wieder dort. Aber wir
wir haben halt nichts so und das ist irgendwie voll, ich finde es übel geil, ich weiß auch nicht. Ja, einfach so das Entspannte, eben so Leute irgendwie kennenlernen, ich bin gerade voll auf dem, ich finde es übel geil. Aber ja, Leute, und oh mein Gott, das Lustigste von der Woche kann ich an dieser Stelle auch gerade erzählen. Ey, nein, ich kann... ich weiß gar nicht, ich habe wieder eine crazy Story, Leute. Oh mein Gott. Ich habe wirklich gerade nachdem es passiert ist, ich so zu der Nina, das wird das Lustigste von der Woche. Ich bin, ein bisschen bevor wir im Ausgang waren, sind wir noch in einer Bar gewesen, und ich habe so Pläge gehabt. Ich habe nicht Pläge so mäßig, ich muss schiessen, sondern so Pläge, ich habe so einen mega blähten Bauch gehabt, der so weh gemacht hat, ich checkt. Und Nina hat ja mega oft so Bauchprobleme, hat sie auch schon erzählt. Und dann ist sie halt so gewesen, ja, eigentlich musst du auf dem Boden liegen und halt so... Kennt ihr die Baby-Videos so auf TikTok, wo sie sowieso zum Furzen probieren? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wo du halt wo so wie so ein Käfer da ist und dann tut es so ein bisschen Bein so ein bisschen abdrücken. Und dann sind wir halt wie so aufs WC gegangen. Es hat wie so ein Forum gegeben und ein WC. Und du hast halt den Forum schon abschliessen zum Glück. Da bin ich halt wie zuerst aufs WC und habe so probiert zu schiessen, und es ist halt nicht gegangen. Ich muss einfach sagen, Nina und ich, wir sind schon auf einem höheren Level mittlerweile. Ich sage euch, also wirklich... jedenfalls, ich so, Bro, es geht nicht, also es tut so weh. Und nachher bin ich einfach auf dem fucking WC auf dem Boden gelegen. Und sie hat mit mir die Baby-Position gemacht. Vor allem, ich muss mir vorstellen, wir sind so hot angelegt gewesen, weißt du, zu meinem Club. Also hot, so einfach so schön elegant angelegt gewesen, um in den Club zu gehen. Sie hat noch High Heels angehabt. Und dann sind wir auf dem WC-Boden gsi. Ich am Boden am liegen und sie drückt so mehrmals meine Beine ab und ich wirklich irgendwie so 3-mal so einen fetten Furz. Ich habe sie legit angefurzt eigentlich. Laufen lassen. Dann kommen wir nachher. Also das ist wirklich schon, also wir haben jetzt wirklich ein neues Level an unserer Freundschaft erreicht. Das haben wir vorher noch nicht geschafft. So ist jetzt auch immer so ein Insider, so ja. So, das können wir glaube ich jetzt nicht mehr toppen. Jetzt haben wir glaube ich wirklich alles gesehen, was man kann sehen. Ja, und haben wir so aufgeschlossen, einfach so vorne drauf vor dem WC, einfach so andere am Warten. So, oh mein Gott, vielleicht haben die einfach gehört, wie ich da furzen bin. Vor allem, zum Glück haben wir abgeschlossen. Stellt euch vor, die werden so in den WC-Forum reinkommen. Also dort hast du eigentlich reingehen sonst. Und dann wäre ich einfach so dort am Boden gelegen und sie so auf mir so meine Beine am Abdruck und ich am Furzen. Ich hätte nicht mehr können. Aber ja, das war das Lustigste von der Woche gewesen. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir eigentlich anschliessend den Kommentar von der Woche vorlesen. Und zwar ist der von der lieben Selina. Ey, im Fall ohne Witz, an dieser Stelle schnell danke, dass ihr meine erste Podcast-Folge mit der Nina so absolut gefühlt habt. Das ist insane, wie viel die Folge gehört haben und wie gut sie angekommen ist. Darum, das freut mich mega fest. Und, oh sorry für den Rülpser. Nein, im Fall allgemein, ich finde es so herzig, wie ihr so die Nina feiert. Das ist so herzig, weil, ich weiss nicht, irgendwie hatte ich so das Gefühl gehabt, okay, ja, wenn jetzt ein anderer Influencer kommt oder jemand anders, der so auch in der Öffentlichkeit ist, dann passiert es vielleicht schneller mal, dass die Community das halt so nice findet oder so, wenn man halt beide kennt und wenn man, also wie, wenn man die andere Person kennt, findet man es ja vielleicht auch so ein bisschen spannender, von der etwas zu erfahren. Aber Nina war ja gar nicht in der Öffentlichkeit gewesen. Und es kann meistens ja schon sein, dass es dann vielleicht so mit der Community so, lieber über anders gar nicht. Und wirklich, Nina hat von Anfang an so cute behandelt und es ist einfach vollherzig, wirklich. Also ich glaube, es gibt keinen Gast, der so erwünscht, also so gewünscht wird wie Nina. Und es ist so herzig. Es ist wirklich so herzig. Wir sind jetzt gerade auch in der Bar gewesen und ich habe so alle Kommentare haben so zusammen durchgelesen. Und wir sind gerade so, oh mein Gott. So herzig. Also wirklich, darum an dieser Stelle, ihr seid so cute, ohne Witz. Ich liebe euch. Aber ja, kommen wir zum Kommentar von der Selina. Sie hat geschrieben: Hoi Nati, mega coole Folge, vor allem weil ich auch in der zweiten Sek bin und nicht so viel Ahnung habe, was ich in meinem Leben anfangen sollte. Ah, das war zu der vorletzten Podcast-Folge, merke ich gerade. Whoopsie. Aber, was sind deine grossen oder auch nicht so grossen Ziele im Leben? Ich liebe deinen Podcast. Dankeschön. Und danke für deinen Kommentar. Ich habe die Frage gerade so cute gefunden, weil ich finde sie gerade so passend. Also erstens mal, weil ich jetzt gerade momentan ja eben einfach so im Dings bin von oh mein Gott, ich will gerade das und das und das im Leben und ich will jetzt mich Sachen getrauen und I don't know, einfach meine Wünsche, wie sag mal, ausleben, halt auch alleine meinen Weg gehen irgendwie.
Ja, und ich habe mega Zufall, irgendwie vor einer Woche oder so, einfach auf meine Notizen eine Notiz gefunden, die heisst «Mini-Träume». Und dann stehen halt so ganz viele so Punkte, die ich mal erreichen will in meinem Leben. Und so gewisse Sachen habe ich mich schon abgehökelt, weil ich mal wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen abgehökelt habe. Und dann bin ich nochmal durch und ich habe nochmal ein paar Sachen abhökeln. Das war einfach so ein emotional Moment gewesen, so, weil ich mir irgendwann mal die Gedanken gemacht habe, was ich mal in meinem Leben erreicht habe. Und gewisse Sachen habe ich jetzt einfach erreicht, aber weil ich die halt wie schon erreicht habe, ist es jetzt mittlerweile normal für mich. Also gar nicht mehr so, oh mein Gott, ich habe das erreicht, weil man vergisst es ja dann einfach irgendwie. Und das nochmal so durchzugehen und einfach abhökeln, ist wirklich so, wie so kurz mit meinem alten Ich reden und mein alter Ich wäre so stolz auf mich und wäre so, was? Und das war so herzig gewesen. Und ich habe darum jetzt auch gerade noch ein paar Punkte dazu geschrieben, weil vielleicht kann ich die irgendwann auch mal abhökeln. Darum wirklich, wenn ihr jetzt das gerade hört, macht das auch. Irgendwann, vielleicht so 2-3 Jahre später, findet ihr einfach die Liste und vielleicht könnt ihr einfach ein paar Sachen abhökeln, weil das ist so cute. Ich dachte, ich kann mal kurz vorlesen, was so alles da drauf steht. Vielleicht interessiert es so, ja. Ich kann ja auch jeweils sagen, was ich schon abgehökelt habe und was nicht. Also, sind wir jetzt auch wundern, ob ihr wisst, was ich jetzt schon erreicht habe und was nicht. Also, das erste. Mal für einen Moment in Montreux wohnen. Obviously abgehökelt. Ich habe insgesamt 3 Mal in Montreux gewohnt. Also, das ist ja in der Westschweiz. Zum Französisch lernen. Und ich habe das längste, als ich dort gelebt habe, war 7 Wochen. Dort habe ich sogar mit dem Podcast angefangen. Das ist, oh mein Gott, ich habe meine erste Podcast-Folge in Montreux gedreht. Dort. Crazy. Genau, das habe ich auf jeden Fall erreicht. Das ist so cute. Das zweite, okay, das ist jetzt ein bisschen random, aber den Jonas Ems kennenlernen auf kollegialer Basis. Ich finde es so geil, dass das da in meinen Träumen steht, weil das habe ich irgendwie mit so 21 gemacht oder so. Habe ich auch geschafft. Ja, ich glaube, ich habe ja schon erzählt, Weird Flex. Nein, einfach so, keine Ahnung. Ich habe ihn in Berlin kennengelernt, ich war bei ihm daheim gewesen. Also nicht das zweite, so mit einer Gruppe, wir sind in den Ausgang. Weil ich kenne halt einen von seinen besten Kollegen sozusagen. Und es ist halt irgendwie einfach so surreal. Also ich hätte nie in meinem Leben gedacht, also wie, ich bin schon mal ein Hardcore-Fan gewesen, so von ihm früher. Und darum ist das auch so, oh mein Gott, vielleicht kann ich das, also wie, keine Ahnung. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass ich ihn halt legit mal kennenlerne. Aber funny. Das nächste von Social Media können leben, habe ich auch erreicht. Ja, mittlerweile kann ich wirklich gut von Social Media leben und das ist so ein Blessing. Es gibt nichts Geileres, als mit seinem Hobby können Geld verdienen und davon leben. Gerade in der Schweiz habe ich immer das Gefühl, das ist niemals möglich. Ich habe eigentlich auch mit Social Media angefangen, mit dem Gedanken, also ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt mal Geld verdiene, Alter. Und darum jetzt gerade neben dem Studium ist es ein riesen Blessing. Oh mein Gott. Genau. Das nächste, 100'000 Abonnenten auf YouTube, das habe ich leider noch nicht geschafft. Folge mir gerne auf YouTube. Das ist wirklich so mein nicht Kindheit, aber so, das Ziel ist schon so ganz tief in mir verankert, dass ich das mega gerne mal erreichen würde. Das nächste, ein Award gewinnen. An dieser Stelle, ich könnte noch mal gerne voten. Nein, habe ich abgehökelt. Ich habe im 2022 den Swiss Influencer Award gewonnen in der Kategorie Lifestyle. Wuhu! Genau. Übrigens Can hat auch 2 Awards gewonnen. Früher, weil wir ja einen Kurzfilm gemacht haben. Und wir haben gedacht, es ist übel funny, wenn wir die einfach alle bei uns auf dem WC aufstellen. Jetzt sind einfach alle unsere Awards sind jetzt oben drauf auf unserem WC. Also wir haben einen Platz für einen. Könnt gerne abstimmen an dieser Stelle. Der nächste, eine Traumhochzeit haben, das habe ich noch nicht erreicht. Ja, eine 4er-Gruppe Freundschaft, wo alle gleich gewertet sind. Das war noch nicht abgehökelt gewesen, und das konnte ich jetzt auch abhökeln, weil ich habe ja eine mega, mega gute 4er-Freundschaft in meinem Studium. Das ist so herzig, dass ich mir das so... Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich mir das gewünscht habe. So, und dass ich das einfach so jetzt habe, ist so... Das ist so herzig, das ist wirklich ultra cute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Kinder haben, mit denen ich gut reden kann und ihnen Tipps geben. Habe ich noch nicht erreicht. Mental stabil sein, zum blöde Kommentar oder Zusammenschiss easy können verkraften. Oh, schön. Ja, ich will sagen, es ist mega phasenabhängig. So, manchmal vertrage ich es besser, manchmal weniger. Wenn jetzt halt viel Hate-Kommentare kommen, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich habe schon eine relativ dünne Haut für das, was ich Social Media mache. Ich glaube, ich müsste ein bisschen eine festere Haut haben, legit. Aber ja, es hat noch keinen Haken verdient. Wir sind auf dem Weg. Es ist wahrscheinlich schon viel besser als früher. Ja. Fließend Französisch können reden, kann ich noch nicht einen Haken dahinter setzen, aber auf jeden Fall schon viel, viel besser als auch schon.
mal in Zürich in der Stadt wohnen, Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt auch einen Haken setzen. Ich bin schon in meiner zweiten Wohnung in Zürich, das ist auch so herzig. Eine Therapie besuchen, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Das würde ich auch mega gerne mal machen. Ich würde jetzt sagen, bei mir ist jetzt halt in dem Sinne nicht so, ich sag mal, ultra dringend. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich fände es eigentlich mega wichtig. Also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch eine Therapie gut tun würde. Einfach um gewisse Sachen aufarbeiten, Verhaltensmuster vielleicht mal damit konfrontiert werden und überarbeiten. Und ja, wir haben alle unser Rucksäckchen irgendwo, sind vielleicht von in unserer Kindheit negativ geprägt worden, was eben Verhaltensmuster auf heute irgendwie, ja, haben gewisse Ängste, gewisse Verhaltensmuster. Also nur schon zum Beispiel, dass ich jetzt übel so Angst habe zum alleine sein oder so. Das muss ja auch von irgendwo ein Muster sein. Genau, also ich will jetzt ganz fest wiegen, aber das finde ich mega, mega cool, das mal zu machen. Also cool, mega schön. Mal auf New York gehen, bin ich auch noch nie gewesen, finde ich mega nice. Jetzt kommen wir zu meinen neuen Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Also, in einem Schweizer Film mitmachen, also das wäre echt ultra geil. Stell dir vor, dann einfach in einem Kino irgendwo sein. Oh mein Gott, what the fuck. Genau. Einen Live-Podcast machen. Noch nicht abgehökelt, aber wäre sehr geil. Und maybe ist das ja in naher oder auch ferner Zukunft. Aber ich will noch nicht viel Spoiler. Regelmäßig ins Tanzen gehen, fände ich auch geil. Singstunden nehmen, fände ich auch geil. Also ich glaube, ich wüsste gar nicht, aber ich glaube, ich habe es nie gesagt. Aber ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, ich bin nicht so schlecht im Singen. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so normal zu sagen, aber irgendwie ist es mir gleich unangenehm. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Singstunden nehmen würde, könnte man noch recht viel rausholen. Nicht, dass ich jetzt Sängerin will werden, aber ich hätte einfach Bock. Und ich muss sagen, mir macht das Singen halt ultra Spass. Mir macht es ultra Spass. Und ich habe früher jetzt gerade im Theater mega viele Solos gesungen. Ich weiss nicht, mit welchen Eier ich das gemacht habe. Ich bin vor das Publikum gestanden und habe Solos gesungen. Keine Ahnung wie. Heute würde ich das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Oder ich habe einfach die Confidence nicht mehr. So, ich habe das Gefühl, früher war so Singen nicht so deep wie jetzt. Also irgendwie ist es für mich jetzt so deeper. Vielleicht auch, wenn man so, je erwachsener man wird, ist so höher sind auch die Ansprüche. Checken, was ich meine? So als Kind ist es halt herzig. Oder jetzt ist es so, wenn ein Kind schon so ein bisschen gut kann singen, ist es so wow. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und mittlerweile sind wir so alt, jetzt muss ich so hure gut sein. Und, Aber ja, Singstunden wäre ultra geil. Dann auf einem Plakat zu sehen sein, wo überall in der Schweiz hängt. Ich weiss nicht wieso, ich fände das geil. Ich fände das ultra geil, Alter. Stell dir mal vor, Alter, nachher laufen meine alten Lehrer durch und sind so, Alter, wuhu! Das fände ich geil. Und in einer Werbung im Fernsehen mitmachen, fände ich auch geil. Also ich weiß nicht, ich fände es einfach geil. Das sind meine Lebensziele, Leute. Ich kann ja, könnt ihr bitte mal eure Lebensziele so in die Kommentare schreiben. Und ich will so ein bisschen spannendere, also wirklich so explizite Lebensziele. Ich will jetzt nicht irgendwie heiraten oder Kind, sondern ich will wirklich so, weißt du, ein spezifisch oder 2, 3. Wie jetzt, also weißt du, es kann auch ein bisschen cringe sein. Ich finde jetzt zum Beispiel so ja, in einer Werbung mitmachen, ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, um das so zu sagen. Aber es ist halt so. So, vielleicht habt ihr auch so Ziel. Schreibt es mal in die Kommentare. Da fühle ich mich gerade nicht so cringe da, like. wenn ich meine Lebensziele oder nein, sagen wir Träume da habe. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen alles gewesen. Ich habe das Gefühl, die Podcast-Folge geht wieder schon eine absolute Ewigkeit. Aber ja, Leute, wir haben jetzt 3 Wochen nicht voneinander gehört, von dem her ist vielleicht auch ganz okay. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche, um euch dann zu erzählen. Ja, wie die Schule wieder angefangen hat, yeah! Und ja, vielleicht mal endlich, wenn ich Wertschreiben anfange, oh mein freaking Gott. Aber ja, es tut mir übrigens hure leid, ich rede die ganze Zeit von meiner Bachelorarbeit und ich weiss gar nicht, wahrscheinlich scheisst es euch mittlerweile so an. Ich weiss gar nicht, wahrscheinlich interessiert es euch mittlerweile auch gar nicht mehr, es tut mir leid. Mein ganzes Leben ist gerade so fest in dieser Bachelorarbeit. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe erst wieder so ein richtig wichtiges Leben, wenn ich fertig bin mit der Schule. Ich freue mich so fest. Aber ja, ich würde sagen, das war mit dieser Podcast-Folge. Vergesst nicht, den Podcast 5-Sterne-Bewertung zu geben. Vergesst nicht, am Sonntag vorbeikommen, wenn ihr Lust habt. Und vergesst nicht, für mich zu voten beim Swiss Podcast Award. Das würde mich so freuen. Genau. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!